Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Meine absolute Lieblingsgeschichte ist Der Herr der Ringe. Eine epische Erzählung darüber, wie die Kleinsten und augenscheinlich Schwächsten die Welt verändern können. Ja, klar, es gibt in dieser Geschichte auch große Schlachten, heldenhafte Krieger. Ich hatte in meiner Jugend wahrscheinlich nur deswegen mal lange Haare, weil ich wie Aragorn sein wollte. Nein, ich zeige euch keine Bilder. Aber dieser krasse Krieger ist nicht der, der am Ende den Sieg über das Böse gewinnt. Auch keine Armee oder ein mächtiger Zauberer. Nein, den Sieg, den bringen zwei kleine Hobbits. Halblinge. Gerade mal einen Meter groß. Und sie gewinnen nicht, weil sie heimlich jemanden erdolchen oder sich heldenhaft in den Kampf stürzen. Nein, die Heldentaten von Frodo und Sam, so heißen diese Hobbits, sind Durchhaltevermögen und eine tiefe Freundschaft. Sie unterstützen sich gegenseitig, tragen einander, am Ende wortwörtlich. Das ist, finde ich, eine der bewegendsten Szenen im Buch und im Film. Auf dem letzten Abschnitt, bevor die beiden ihr Ziel endlich erreicht haben, da kann Frodo einfach nicht mehr. Er ist ausgezehrt von Wunden und der korrumpierenden Macht des Ringes und Sam weiß, dass er ihm das nicht abnehmen kann. Also sagt er: Ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Komm schon! Hebt ihn hoch und nimmt ihn huckepack bis zu den Pforten des Schicksalsberges, dem Ziel ihrer Reise. Vielleicht kennst du so ein Gefühl auch. Du bist schlapp und müde. Du kannst nicht mehr und fühlst dich einfach zu schwach für die Aufgaben, die gerade anstehen, vielleicht sogar für deinen Alltag. Vielleicht macht dir auch die Weltsituation gerade Sorgen. Du fühlst dich ganz klein, wenn du das ansiehst. Was könntest du schon ausrichten? Mir jedenfalls geht's manchmal so. Und ich hoffe, dass du einen Sam hast, der dann an deiner Seite ist und dich trägt. Für mich, da sind das gute Freundinnen und Freunde und meine Familie, und für mich ist das auch Gott. Paulus, der schreibt mal in der Bibel, als er sich so ganz am Boden und dreckig fühlt: Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich stelle mir das so vor wie bei Frodo und Sam. Gott, ja, der nimmt mir vielleicht nicht meine Sorgen und meine Probleme einfach weg. Er macht mich auch nicht gleich größer und stärker. Nein, aber er hebt mich auf und trägt mich ein Stück, damit ich weiterkomme in meiner Reise. Er ist in meiner Schwäche stark. Er wirkt, und ich wünsche dir, dass du das auch in deinen Zeiten der Schwäche erlebst. Dass du einen Sam an deiner Seite hast, der sagt: Ich kann es nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.